Hallo zusammen und einen wunderschönen 4. Advent. Hey, Wahnsinn. Morgen ist Weihnachten und das heisst, heute kommt unser letztes Video vom Adventskalender hier bei uns auf Storyflow. Wenn ihr euch wundert, warum das das letzte Video ist, morgen gibt es nämlich einen Livestream mit der Auslosung von unserem grossen Hauptwettbewerb. Falls ihr am Gewinnspiel immer noch nicht mitgemacht habt, dann ist jetzt die letzte Chance. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Außerdem führen wir neben der Verlosung auch noch ein Q&A durchführen, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und wir sammeln im Moment gerade über alle Kanäle, was ihr so für Fragen habt. Darum könnt ihr natürlich auch unten in den Kommentaren eure Fragen stellen und wir dann die morgen live beantworten. Zurück aber zum heutigen Video. Wir haben uns für heute etwas Spezielles überlegt. Und zwar haben wir uns ein bisschen Verstärkung geholt von 8 anderen YouTubern. Und wer weiß, vielleicht kennen ihr ja den einen oder anderen. Hallo und grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Das ist Fabian. Und das ist Adriano. Und wir sind vom Kanal Verreis. Hallo zusammen, ich bin Diana von daytrippers.ch. Hallo zusammen, ich bin Debbie von Hallo Abenteuer. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Wir sind Valeria und ich bin der Adi. Vom Reiseblog Little City. Hallo zusammen, wir sind Janine und der Domi von TripTip. Hallo zusammen. Hallo. Ich bin Susi. Der Martin. Und mit dem Dom zusammen sind wir Whale on Trail. Sehr schön. Das sind alles YouTuber, die auch sehr viel auf Reisen sind und darum haben wir gedacht, fragen wir sie heute mal, was so ihre Highlights im 2018 waren. Ja, was war unser Reisehighlight 2018? Japan. Genau. Japan hat uns extrem gut gefallen. Es ist einfach so eine spannende Kultur. Es ist so ein vielfältiges Land und es ist einfach anders als alles, was wir jemals gesehen haben. Und trotzdem ist es eben gleich noch ein bisschen ähnlich wie die Schweiz. Und wenn wir gerade bei der Schweiz sind, das war auch ein Highlight von uns. Wir haben dieses Jahr ganz viel in der Schweiz gemacht und man muss nicht immer so weit weg gehen, um es schön zu haben. Ja, uns war die ganze Reise ein Highlight. Wir sind per Anhalter von der Schweiz bis nach Georgien. Wenn wir jetzt doch ein Land wählen müssten, würden wir uns, glaube ich, für die Türkei entscheiden. Die Türkei war das Land, das uns überrascht hat. Weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Wir sind einfach überwältigt worden von der Gastfreundschaft, von den verschiedenen Kulturen, die wir eintauchen durften. Es war einfach unglaublich schön. Ein Reisehighlight von 2018 ist für uns ganz klar Tromsø. Die Stadt im Norden hat uns definitiv verzaubert und wir haben dort Polarlichter sehen. Und ich meine, wer will schon in Polarlichter sehen? Und nebst Polarlichter gibt es aber in Tromsø wirklich ein riesiges Angebot an Outdoor-Aktivitäten, zum Beispiel Husky-Schlitten fahren. Das ist wirklich auch ein unglaublich tolles Erlebnis. Es hat mega viel zu entdecken und darum aus unserer Sicht lohnt sich eine Reise dorthin auf jeden Fall. 2018 war für mich ziemlich ein turbulentes Jahr. Das Reisehighlight ist aber auf jeden Fall Marokko. Dort habe ich sage mal, mein Herz ein bisschen verloren. Und zwar nicht nur an den kleinen Kerl hier, sondern an das ganze Land, an die Leute, an die Gastfreundschaft, an die Landschaft. Es ist so ein schönes Land und ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich auch jetzt gerade wieder drunter bin und hier den Winter verbringe. Mein persönliches Reisehighlight habe ich schon ganz am Anfang von 2018 erleben. Und zwar bin ich dort auf Costa Rica gereist. Seen, Berge, Windräder, Meer, Menschen, die einfach nur glücklich sind. All das hat mir wirklich sehr imponiert. Ich lege also wirklich jedem von euch ans Herz, Costa Rica mindestens einmal in eurem Leben einen Besuch abzustatten. 2018 haben wir unsere Reise gestartet mit dem selber ausgebauten Mercedes Sprinter, mit einem Wohnwagen, einem Wohnmobil umgebaut. Der Don, genau. Also definitiv Lieblingsland. Es zählt zwar nicht als Land, aber ich würde sagen, als Lieblingsstaat ist Alaska. Ja, das ist sehr eindrücklich dort mit der ganzen Natur. Zu meinem persönlichen Highlight ist natürlich das super starke Nordlicht, das wir gesehen haben, vom Denali Highway. Und natürlich die Mehrtagswanderungen und die Biketouren, die wir gemacht haben. Und natürlich die Bären. Die Grizzlies und mit den Jungen und dass wir die auch so näher sehen können. Das Highlight im 2018 war unsere Portugal-Reise, wo wir mit einem alten VW-Büsschen die Küste entlang gefahren sind.
Portugal hat ja wirklich extrem viele Facetten und wirklich extrem viel zu bieten. Eines der absoluten Highlights auf dieser Reise war halt auch, dass wir jeden Tag an einem total anderen Strand haben dürfen verwachen. Da kommen wir doch gerade Lust, über die nächste Reise zu buchen. Mehr auf jeden Fall. Unser Reisehighlight von 2018 war LA. Wir sind im August 2 Wochen nach LA gegangen und haben dort einen Sprachaufenthalt gemacht. Und es war einfach schon immer ein grosser Traum von uns, mal an die Westküste zu gehen von den USA. Weil wir einfach mal so ein bisschen den speziellen Vibe dort an der Westküste haben herausfühlen, so ein bisschen den Californian Lifestyle mit den Surfern, und es war wirklich mega, mega cool gewesen. Ich glaube, mein persönlicher Highlight war immer, wenn wir an Venice Beach runter sind und dort im Sonnenuntergang können den Skater zuschauen. Für 2019 haben wir natürlich auch schon wieder Pläne. Wir würden sehr gerne Jordanien bereisen und würden es wahrscheinlich auch gerade noch mit Israel verbinden. Jordanien ist einfach so vielseitig mit der Wüste, dem Schwarzen Meer und diesen interessanten Städten. Und Israel soll auch sehr interessant und wunderschön sein. Darum das steht recht weit oben auf unserer Liste. Es zieht uns aber nicht nur in den Süden, sondern auch in den Norden würden wir gerne mal. Darum, wir würden mega gerne mal auf Skandinavien oder auch zum Beispiel in Schottland, ein bisschen durch die Highlands fahren, einen Roadtrip machen, Whisky trinken und Schotten zuschauen, beim Dudelsack spielen. Das wäre mega cool. Das wäre sicher mega cool. Ja. Wir haben natürlich auch die anderen gefragt, was ihre Pläne sind für 2019, und das waren ihre Antworten. Es gibt sehr viel, was wir noch gerne sehen würden. Und wir können sicher nicht alles in 2019 packen, aber so ein bisschen der Fokus ist bei uns auch das Thema Roadtrip. Island steht ganz weit oben. Ein Roadtrip durch Island wäre sicher mega cool. Aber auch sonst einfach ein Roadtrip vielleicht durch Italien oder einfach generell Europa, das steht im Moment so ein bisschen, ja, im Fokus. Ja, wir fahren entdecken mal die Westküste der USA und freuen uns auf gerade so Utah, Moab, Biken dort und halt die Canyon National Parks und alles das Zeugs. Auch auf die andere Vegetation, also genau. So wie wir jetzt so gesehen haben. Ja, und das ist auch sehr anders als in der Schweiz. Und auf was ich mich natürlich speziell freue, wenn wir dann noch weiterreisen auf Mexiko, Richtung Mexiko, dass wir dann dort Vulkan haben, wo wir mit dem Splitboard besteigen und dann runterfahren. Auf unserer Bucketlist 2019 sind sicher mehrere Reiseziele. Wir wissen einfach, dass wir eine längere Reise planen wollen. Aber wohin genau das es uns verschlägt, da wissen wir noch nicht so recht. Genau. Am besten lasst ihr euch einfach überraschen und ihr werdet sicher in unserem Blog mehr erfahren. Da möchten wir ehrlich gesagt gar nicht so viel verraten. Oder besser gesagt, wir können auch nicht so viel verraten, weil wir es selber noch nicht wissen. Jetzt, da wir zurück in der Schweiz sind, ist natürlich der Drang gross, wieder in Georgien weiterzumachen, weil es halt schon eine sehr intensive Zeit war auf dieser Reise und wir haben gemerkt, wir haben so viel erlebt und wir würden noch so viel erleben, wenn wir das weitermachen würden. Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Orte. Myanmar haben wir schon Ewigkeiten hin wollen. Wir sagen das jedes Jahr, wir wollen mal hin. Vielleicht schaffen wir es ja 2019, das wäre schön. Für 2019 träume ich einerseits von einer guten Zeit in Marokko und nachher werde ich über Portugal und Nordspanien zurück Richtung Schweiz fahren und die schönen Küstenstreifen mit meinem Camper erkunden. Im Januar wird mein drittes Kind geboren. Da freue ich mich besonders drauf. Im Juli dann habe ich ganz eine grossartige Reise von mir. Und zwar mit der ganzen Familie, mit meiner Frau, den beiden grossen Kindern und dem Baby, werden wir einen Roadtrip durch Amerika machen. Der Start ist in Hawaii. Dann werden wir an der Westküste, San Francisco und die Region ein bisschen erkunden. Und den Abschluss machen wir mit ein paar Tagen in New York. Ja, das sind alles mega tolle Reisepläne. Ich glaube, wir müssen uns auch noch mal ein bisschen erweitern bei all diesen tollen Destinationen. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen inspirieren lassen. Falls ja, dann sind ihre Kanäle unten verlinkt. Geht doch mal vorbeischauen und wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann lasst doch ein Abo dort. Dann wäre es das für das heutige Video und für das letzte Video vom Adventskalender. Ja. Wahnsinn, die Zeit ist mega schnell vorbeigegangen, aber es hat uns wirklich mega, mega Spass gemacht. Danke viel allen, die zugeschaut haben, allen, die immer wieder kommentiert haben. Ich hoffe, ihr bleibt uns natürlich auch im neuen Jahr erhalten. Und eben, wie gesagt, vergesst nicht, morgen gibt es noch den Livestream, stellt eure Fragen und ja,
Da bleibt uns, glaube ich, nichts mehr anderes übrig als... Und jetzt wünschen wir euch wunderschöne, besinnliche Weihnachten. Ein Fest voller Liebe, sind nett miteinander. Geniessen es, macht es gut. Abenteuerliches 2019. Und einen guten Rutsch! Wir wünschen euch natürlich auch ganz schöne Weihnachten und schöne Festtage mit euren Liebsten und dass ihr das Jahr super abschliessen könnt. Ja, also dann würde ich sagen, macht's gut. Habt euch Sorge. Und bis nächstes Jahr. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao! Ist das jetzt schon gewesen? Viel Spaß beim Schneiden.